Lieve Parteimembern, lieve Sympathisanten, lieve Gäste, lieve Vertreter von der Presse. Ich begrüße euch heute Abend und dem Abend, wo wir unser Wahlprogramm für die Wahlen 2013 vorstellen dürfen. Das Nationalkomitee hat zusammen mit den 60 Kandidaten über 2 lange Weekender, über 200 Seiten, ein Dokument von praktisch einer epischer Volumendichte erschafft, es gründlich in der Sicht analysiert, studiert und dann schlussendlich für gut beformt. Heute Abend soll ich nur versichern, in kurzer Zeit ich die Hauptpunkte aus dem Programm Minot zu bringen. Das kann natürlich nicht mehr an einer ganz schmuler, agraffer Form an heute Abend geschehen. Ich will aber am Vorfeld schon ein großes Merci sagen und 2 Personen, die ganz besonders viel an dem Parteiprogramm geschafft haben. Das ist auf der einen Seite mein Viergänger, der Ferner Karteiser, den viel von den Passagen vom aktuellen Wahlprogramm auf Papier gebracht hat. Und auf der anderen Seite wird das alles nicht auf die Papier kommen, wenn ich nicht um meiner Seite meine Generalsekretärin Lili Miranda hat, was das ganz auf Form gebracht hat, korrigiert hat, rumgelesen hat, nach Suggestionen dabei gebracht hat. Ohne die 2 Personen stehen wir heute Abend nicht mit dem Dokument da. Vergessen dürfen wir aber auch nicht die Arbeit, die Anregung, Kommentare, Kritiken, positiv und negativ, die von vielen Membern rangegangen sind und die das erlaubt haben, wirklich, denke ich, einmalig kompletten Dossier zu erstellen. Ich sage Ihnen all von hier aus ein dicke Merci. Ehrlich, sozial, Lützeburg. 3 Wörter, an denen sich ein ganzes Programm verstoppt. Ehrlich steht für Transparenz. Ehrlich steht für mehr Demokratie am meiner Staat. Sozial steht für die Fanger fort vom Index. Für eine Relance von der Ökonomie. Für ein Gegendenkenhaus von Steuern, die nicht notwendig sind. Für ein Equiliber am Staatshaushalt. Lützeburg steht für Integration, Spruch, Wahlrecht, Viertel zu bauen. Die entschuldigt, dass ich an dieser Rede nicht auf all Details von diesen 200 Seiten eingehen. Die sieht aber auch, an dieser Situation, wo sich das Land befindet, können wir nicht mit einem einfachen 50-Seiten-Programm antworten auf den Challenge, den die Geschichte uns stellt. Parteien, die ich Lesungen auf 36, 38 oder 50 Seiten anbieten, wollen nicht mehr abschläfern an Allullen. Wenn es zu einfach wäre, dann muss man sich fragen, für was tun die Parteien, die teilweise seit 30 oder seit 9 Jahren mit an der Regierung sind, es nicht schon längst fertig gebracht, sodass wir gar nicht das Wahlen haben müssten. Erlaubt mir mit meiner Präsentation anzufangen, die ich an 8 große Kapiteln abgedeelt habe. Für uns als ADR ist es klar, dass eine TVA-Erhebung nicht an die Frage kommt. Ich erkläre mich für was. Holen wir das Beispiel, was im Moment immer kursiert, wo gesagt wird, wenn wir 2% TVA-Erhebung kriegen, könnte man vielleicht viele Sachen beheben. Lo muss ich wissen, 2% entsprechen immer 250 Millionen Euro, das sie viel suchen, aber umgekehrt verlieren wir am Jahr 2015 durch das Wegfallen vom E-Commerce weit über 750 Millionen am Jahr. Das heißt, mit 2% TVA-Erhebung nicht mehr für den nicht mehr vom E-Commerce, für den abzufangen, wir nach gar nicht gerettet. Hier wird auch geschummelt. CSV hat auch nie von 2% geschwärzt. Wenn dem Herrn Juncker nur gelauscht hat, hat er gesagt, wir bleiben die billigst.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie mit Angela Merkel schon aufgeschwart wird, dass die Deutsch von 19 auf 20 klammen und da kann hin 19 frohen, ohne dass sie gelungen hat. Wie immer, ein bisschen Pharisäertum, ein bisschen Hannenerem an ein Janusköpficht Urteil. Sozial als eine Erhebung von der TVA absolut ungerecht. Sie trifft die Kleinleute deutlich mehr wie die 4 oder 5 Mal den Mindestlohn verdienen. Weil eine Box kann ich nicht mehr ein Jahr dienen, kann ich noch nicht mehr ein Jahr essen gehen, aber wenn die 2, 3 oder 4% Medaille gehen, aber mein Pein nicht entsprechend an Blut geht, dann verlieren ich an dem Ablack Kaufkraft und es geht mir sozial deutlich nicht schlecht. Du winkt sie mir als ADR klar gegen die TVA-Erhebung für aus der Krise rauszukommen. Gleichzeitig wie eine TVA-Erhebung einen negativen Impuls für als Wirtschaft. Als Wirtschaft, die sowieso schon an der Konkurrenz steht, mit der Großregion, wo man haut, wenn man samstags auf Trier oder auf Metz gehen, heinz du mehr Lützeburger begegnen, wie zu Lützeburg an der Stadt. Aber was meint ihr wohl, wenn wir 4% Medaille gehen, wie viele Lützeburger wir dann an der Stadt begegnen, und wie viel wir dazu Trier und zu Metz begegnen? Da winkt mit Eis keine TVA-Erhebung. Gleichzeitig so wir aber auch mit keine TVA-Erhebung, dass auch die anderen Steuern und Taxen nicht ungehörig müssen, für die Krise zu lesen. ICW ist ganz klar, dass mal echt beim Zentralstaat gespürt gehen muss. Was proposieren wir da? Wir proposieren, dass die Gehälterenveloppe angefroren wird. Wir proposieren, dass es zu einem Equiliber von den Staatsfinanzen kommen muss. Wir plädieren für eine gerechte Steuerpolitik. Als Steuertabelle muss unbedingt angepasst an die Wirtschaft gehen. Wir haben im Moment eine Progression, die so sehr herabgeht, dass es bald kein Frieden mehr möchte, heute zu Lützeburg zu schaffen. Wir stehen für einen Index, ohne Wenn und Aber, weder manipuliert noch gedeckelt. Wir wollen, und wir haben es schon bewiesen an dieser Pressekonferenz, dass eine Indexdeckelung nicht positiv sich auswirken ging, sondern erstens die Wirtschaft schädigen ging, und zweitens die einzig, die eventuell etwas zu verdienen könnten, wären ein paar Großkonzerne, die heute zu Lützeburg sind, während der Staat ein Pert hat und Krankenkasse hat auch ein Pert. Da das beantwortet ging, auch durch 3 parlamentarische Aufrufe, die wir gestaltet haben, und an denen die Ministerin der Tutel als zugehen haben müssen, dass das mit dem gedeckelten Index doch vielleicht gar kein so gut sehr ist. Wir stehen an für sicher und gerecht Renten. Wir stehen an für das Solidaritätsprinzip, das 4 Jahre bestehen bleiben muss. Das Berechnungsmodell für als Renten darf auch nicht manipuliert gehen, auch wenn den einen oder anderen gerne rundrennen gehen. Wir schwätzen es aus gegen die Kürzung von den aktuell ausbezahlten Renten. Und wir plädieren für einen Pensionszuspruch für die Eltern, die sich dezidieren, hier Kinder daheim großzuziehen und sie nicht an die Hände von den Krechen zu gehen. Das alles und nach mehr versteht der eine Art sozialer Gerechtigkeit. Und das fand er auch an diesem Programm und nach eine ganze Reihe Informationen. Wenn ich aber von sozialer Gerechtigkeit schwätze, dann muss ich auch vom bezahlbaren Wohnraum schwätzen, was für uns als ADR eine Sozialpflicht ist. Der ADR steht dann für Recht auf Wohnen, und zwar hier zu Lützeburg, nicht über der Grenze. Immer mehr Lützeburger gehen aber gezwungen, hier heimisch zu verlosen, weil sie sich hier keinen Wohnraum mehr leisten können. Wir schwätzen von Chiffre von bald 30.000 Lützeburger im Moment. Wir proposieren, dass schnell und einfach Prozeduren dazu führen sollen, dass die Terrain, die los schon an den Bauperimeter leihen, auch freigehen. Weil auch wenn ein Terrain haut an einem Bauperimeter leiht, also das so, dass er ein echte PHP machen muss. Und ich habe zu Berde erlebt, bei mir in der Gemeinde, dass so ein PHP 5 Jahre gebraucht wird, für 12 Bauplätze freizumachen. Kein Wunder, dass die Preise nur fortschießen. Wir plädieren dafür, dass die Baudichte erhöht werden muss. Es muss auch möglich sein, an den Wirtschaften Gebäude abzurichten mit mehr wie 1 oder 2 Wohnungen. Wir plädieren dafür,
dass sofern Gemengen einen Abfluss drauf haben, Baulücken, die an einer Wirtschaft sind, geschlossen gehen müssen. Da am Sinn von einer nachhaltigen Wohnungsbaupolitik. War das aber ganz klar vorschwebt am Bereich vom Wohnungsbau, auch vom Häuserbau, als die Möglichkeit, Terrain zu kreieren, via der Weg von einem Bei Amphitheotik. Ich erkläre mich. Da das die Möglichkeit, ein Terrain von einer Gemeinde oder vom Staat zu lohnen, ob 99 Jahre, und dann zu einem symbolischen Preis, und dann darauf ein Haus zu bauen. Das heißt, diejenigen, die das kauft, brauchen nicht mehr zu viel zu strecken oder zu investieren, für ein Haus zu bauen. Wenn er dann ein das Haus aufbezahlt hat, dann muss es die Möglichkeit haben, den Terrain von der Gemeinde oder vom Staat zu einem korrekten Preis auch kaufen zu können. Wenn er das nicht will, die nächsten 99 Jahre nach Ruhe, natürlich auch sein Kanner oder Kanzkanner können das Decision nicht spät treffen. Das geht schlagartig für die Jungkoppeln da draußen den Preis von einem Haus oder von einer Wohnung, weil das selbst können Sie auch für Appartements denken, tauschend reduzieren, was sicherlich ein Wohnungsmarché deutlich entlastet ging, ohne dass Terrain aber hier Valeur verlieren gingen, weil die Valeur beim Staat bleibt. Hilfen, die den Bauherren zugutekommen, müssen auch den Bauherren zugutekommen, keine Mahnungen. Da winkt plädiere mir, dass die Hilfen, die Haut, heinz do Plätze versanden, wo man lieber nicht wissen will, wo sie versanden, zum Beispiel über Zinsbonifikationen, ob die Kredite, die der Bauherr möchte, verdient gehen. So dass, wenn man die heutige Zinslage gucken, ihn eigentlich so lehnen könnt mit 0% Zinsen, weil der denkt, man Leben gibt, ohne Stress, seine Schuld aufzubezahlen. Vierum bauen könnt aber DAX Lokation. Auch da sitzt ADR sich an, dass sowohl bei den privat finanzierten wie auch bei den sozial finanzierten Projekten Staatshilfen zum Drohe kommen. Modelle wie zum Beispiel das Modell von der Agence Immobilière Sociale will man unterstützen und noch mehr pushen auf dem ganzen nationalen Niveau. Ich könnte noch eine halbe Stunde so weiterführen. Also Programm hat verschiedene Trassen, weist die ab, und mir verschiedene Ideen nach, die am Bereich Wohnraum sind, aber ich erspüre nicht Details, die könnt ich das dann gerne durchlesen. Schwätzen wir von der Jugend, schwätzen wir von der Schule, schwätzen wir leider auch vom Jugendchômage, auch vom Chômage generell heute zu Lützeburg. Schule Chômage, wie geht das zusammen? Ganz einfach. Heißt Leistungen an der Schule geht kontinuierlich rauf, und also Chômage geht kontinuierlich rauf. Irgendwo musst du einen Zusammenhang sehen. Der ADR meint an ihrem Wahlprogramm, dass die Schule eine Chance sein muss für alle Kant. Es muss ein Ende haben mit den Experimenten, die man diese Kinder an der Schule durch verschiedene Reformen gemäht gehen. Ich weise noch einmal darauf hin, dass der ADR sich gegen die letzten Reformen an der Chambre ausgeschwart hat. Der ADR meint, dass die Schule ein formidables Outil d'Integration ist, für ausländische Kinder an eine Gesellschaft zu integrieren. Dafür brauchen wir aber unbedingt Klasse d'accueil. Aber wenn ihr dann erlebt, wie am Black an der Stadt, dass so viel beredte Klasse d'accueil an letzter Sekunde vom Ministerium aufgesucht gehen, wo sich die Enseignants, die Eltern, die Schule darauf vorbereitet haben, da fragt ihn sich, was für eine Zucht von Integration als Politik eigentlich heute zu Lützeburg will. Der ADR steht für eine Schule mit Niveau. Der ADR weiß auch, respektiert doch, dass eine Schulreform geht oder ohne die Enseignants nicht möglich ist heute zu Lützeburg. Aber wir denken, dass es nicht mehr zusammen mit allen Kräften, die am Schulwesen schaffen, möglich ist, eine gut und eine durable Schulreform durchzuziehen. Da der ist der Überzeugung, dass eine Schule zu Lützeburg Spruch und Kultur von 3 Kulturkreisen heute zu Lützeburg bringen muss, vermitteln muss. Wir sind hier unter Interferenz von dem Germanischen, dem Französischen
und an damit dem Lützeburger Kulturkreis. Da der meint, dass es wichtig ist, die 3 Kulturkreise am Kader von der Schule zu vermitteln. Da der plädiert doch, und da waren wir mehr wie erstaunt, wie wir letzte Woche gewesen sind, für ein Maintien vom Religionsunterricht sowohl am Primär wie am Sekundär. Was möchte für einen Zweck, den Religionsunterricht am Sekundär aufzuschaffen, wo sowieso heute schon jeder Verein Chance hat, den Religionsunterricht aufzuwählen und an die Education moral ranzugehen. Wir meinen, dass es wichtig ist, dass der Religionsunterricht an den Schulen bleibt. Weil wir wollen keine Verhältnisse, woher nur, wenn wir gucken, die Schule oder die Religion nicht mehr nach an irgendwelchen händigen Heft von irgendwelchen Gotteshäuser, Moscheen oder Ähnlichem errichtet wird, an der Staat keine Kontrolle über das kann, was da eigentlich gepredigt wird. Matthias Gries, von dem wir noch immer geschwärzt haben, ob gut Lützeburg Gehirschmalz, als das Einzige, was wir als Matthias Premierheit zu Lützeburg haben. Wir dürfen das Matthias nicht verschenken. Wenn wir das an den Griff kriegen, da geht auch langfristig also Chômage zurück. Wir wissen aber auch, dass es mit den langfristigen Mesuren nicht durchgehen kann. Wir brauchen unbedingt kurzfristig Mesuren. Da steht der an für eine Präretraite Solidarität, eine Vereinfachung von den Angliederungsmaßnahmen für Leute, die Langzeitchômeur sind. Wir sind für eine effiziente Bekämpfung von der Schwarzarbeit, von den fiktiven Kontrakten, die gebraucht gehen, für Leute an Land zu schleißen. Wir setzen uns an für eine Bekämpfung vom Sozialdumping, den über die Grenze stattfindet. Da fordert dass das Modell von den Beschäftigungsinitiativen ganz klar kritisch auf die Liste geholt wird. Und je nachdem, wie das Resultat dann ausfällt, die Leute, die hier beschäftigt sind, können dem ersten Marché zuzufeiern, wo sie auch gebraucht gehen, zumal dann, wer kein staatlich subventioniert Konkurrenz mehr im Marché da ist. Als Berufsorientierung muss deutlich mehr Arbeitsmarché rund gefeiert gehen. Was hat es für einen Wert, dass wir praktisch all Jahr 3 Meeresbiologen ausbilden hier zu Lützburg, die von 4 Jahren dazu verurteilt sind zum Chômage, solange wie die Belgen nicht bereit sind, als Code aufzutreten. Am Kader von der Abwanderungspolitik muss man sich auch bewusst sein und muss einem auffallen, dass bald Tausend von denen Leuten, die am Moment am Langzeitchômage sind, weder Lützeburg noch Französisch schwätzen können. Etwas, woran man denken muss, wenn man die zukünftige Abwanderungspolitik hier zu Lützeburg durchdenken will. Der steht für eine starke Schulpolitik mit einer Chance für alle Kant und mit einem Arbeitsplatz an der Stelle vom Chômage. Trotzdem, also Staat muss seine Finanzen an Drei bringen. Und da sieht keine Geldverschwendung mehr, wir brauchen gesund Staatsfinanzen. Da steht an ihrem Wahlprogramm an für ein équilibriertes Staatsbudget. Da wir sucht, dass das nicht band engem oder 2 Jahren zu erreichen ist. Kann ihn sogar wieder davon ausgehen, dass die nächste Regierung, egal was für Anstrengungen sie möchte, nicht band 5 Jahre packt, für das Staatsbudget an Equiliber zu bringen. Das kann aber nicht der Grund sein, für 4 Uhr Schulden zu machen. So nach Motto, wenn ich dir dann nicht aufstelle, kann direkt, dann machen wir so 4 Uhr wie bislang, das wird schon gut gehen. Der Staat muss spuren. Ich sage nicht ein konkretes Beispiel, den Tram, mein Lieblingsobjekt. Für rund 4 Tage am Regierungsrat hat der Regierungsrat mal so labber rund 250 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, für einen Tram zu bauen, was aber einerseits nicht mehr knappen 2/3 ist von dem, was Lomoleicht propagiert ging, aber gleichzeitig auch die berühmte 2% TVA-Erhöhung durchstellt. Muss man sich vorstellen, für einen Tram zu bauen, den nicht bringt, weil er nicht angebunden ist,
die Verkehrssituation an der Stadt laut der Etude von Schröder und Associé nicht für den Individualverkehr erleichtert, gehen wir mal einfach so vom Staat aus 250 Millionen aus. Da kommen noch 125 Millionen dabei von der Stadt Lützeburg. Und dann ist es nicht drüber. Wir kriegen ja ein Gar in der Trotbrück mit einem Lift. Das kostet nach 100 Millionen. Und da müsste man auch nach ein paar Rahmen mehr kaufen, weil für das als Trammen 9000 Leute transportieren können, müssen wir mehr Rahmen, bald doppelt so viel Rahmen kaufen, wie das, was wir am Budget dran stehen haben. Ihr seht eine Mogelpackung. Schon allein da kann der Staat wahrscheinlich labber 500 Millionen, also 1,5 Milliarden an den nächsten paar Jahren spuren. Da der setzt sich an für verstärkte Kontrolle bei den Ausgaben vom Staat. Louis sicher muss systematisch eine Kürzung von den Staatsausgaben stattfinden, sodass wir schlussendlich grad 10% angespurt hätten. 10% sind bei diesem Staatsbudget 1,2 Milliarden. Genau das, was wir als Lach haut tun. Der Staat muss auch an die Lachversat gehen, Steuern, die ihm zu gut sind, anzutreiben. Es kann nicht sein, dass Geschäftemacher aus dem Ausland 17 oder 19 Betriebe an Faillite können und dann sich sowohl mit der TVA wie mit den Steuern und mit der Kotisation sozial durch die Basche zu machen. Das muss verhindert gehen. Der Staat muss da die entsprechenden Möglichkeiten kreieren. Andererseits muss der Staat sich aber auf seine Care-Aufgabe konzentrieren. Das heißt, sich nicht mehr an die Privatdomäne anmischen. Konkret der Staat muss sich auf sein Care-Geschäft konzentrieren. Wir schlagen als Konkretmaßnahmen direkt für, dass da der Rentereform, die hat nicht mit der von Masti Bartolomeo zu tun, durchgeführt wird, dass da der Familienpolitik durchgesagt wird, wo alle Allokationen an eine große Enveloppe gemäht gehen, a jeder Verein einen Anspruch auf die Enveloppe hat, die dann aber sozial verträglich über die Steuern ausgeglichen wird. Wir sagen Stopp zum Tram, Stopp zum Ego oder allem, was ähnlich lebt, weil wir plädieren dafür, den Transport gratis zu machen, weil es lohnt sich nicht, ein großes System aufzubauen, wo sowieso die meisten subventioniert mit dem Bus und mit dem Tram fahren können, den dann nicht da ist. Stopp für die Flieger, wenn wir nach stoppen können. Auch da gibt bald 200 Millionen, wenn fertig ist, verschwunden. Stopp, an den Stopp ganz klar, für die Punkteerhebung am öffentlichen Dienst, am Gehalterakkord. Also der Staat kann sicher nicht Schulden machen, für Peinen zu bezahlen, die an dem Sinn nicht nötig sind. Wir sind auch ganz klar für eine Reduzierung von der Entwicklungshilfe auf 0,7% vom PIB, so wie all die anderen europäischen Länder das auch envisagieren. Die meisten sind mal nicht durchgekommen. Auch da gibt es Möglichkeiten, Suchen zu spuren. Und da muss auch klar geguckt gehen, wo die Entwicklungshilfe geht. Und da können wir vielleicht wie die Deutschen oder wie die Franzosen machen, dass wir die Entwicklungshilfe auch in Lützeburger Wirtschaftsleistungen bannen könnten, dass nicht so ist, dass da, wo deutsche Entwicklungshilfe ist, auch viel Mercedes-Kamion rundherum fahren. An der nächsten Verfassungsreform oder an der Verfassungsreform, die da steht, muss eine Schuldenbremse angebaut gehen. So wie als Nobren das gemäht hat. Kann nicht sein, dass der Staat ein Carte Blanche hat, für Schulden zu machen. So können den Lo stundenlang Führer fahren, der Gast mich das bestimmt auch nach einkehren, für über Schulden zu schwätzen. Ihr seht, es kann nicht spuren, ohne sich dort zu spuren, es kann ihn auch so gesund Staatsfinanzen erreichen. Ich hatte für gesagt, wir brauchen einen Staat, wir brauchen einen Staat, der sich auf Care-Geschäft beschränkt. Für was? Weil wir meinen, dass ein Staat mehr Freiheiten bedeutet. Ein Staat, der nicht mehr an die Freiheiten von dem Einzelnen ergreift, erlaubt es, sich zu entwickeln, sich individuell zu entwickeln. Der Staat muss endlich die Simplifikation administrativ durchführen. Auch wenn er als Premier dazu seiner Chefsache gemäht wird, so kann ich so, dass er auch da wunderbar echuiert wird. Da der fordert reellen Guichet unik. Ein Guichet, wo der hingehen könnt, aber wo der dann ohne Problem Dossier aufgehen könnt, dieses Guichet überprüft, ob alles, das, was aufgehen hat, ob das Dossier komplett ist, und an der Sekunde dispatcht diesen Dossier 4 und
die verschiedenen Ministerien. Von dort lebt dann auch ein Delay, den darauf rauslebt, dass es heißt, pas de réponse vaut accord, das heißt, der Staat kann nicht ob unendlich Dossier verschläfen. Da der als fängt Trennung von Kirche und Staat. Wir proposieren ein Finanzierungsmodell, den sich international schon bewährt wird, und zwar den OT per Mille. An dem Fall deckt man auf der Steuerdeklaration ein Kreuzchen bei der Konfession, wo der hat, dass ein Beitrag fließen soll. Wenn so durch den Atheist, da geht der Beitrag um karitativ ONG. Der steht also für einen Staat, den sich auf seine Souveränitätsaufgabe beschränkt, an den dadurch hilft, das Staatsbudget zu redressieren. Wenn wir noch beim Staat sind, müssen wir auch von der Demokratie schwätzen. Wir brauchen heute zu Lützeburg nein demokratisch Verständnis. Geht Frangem von uns sich bewusst gehen mit der Krise des Jahr, dass wir heute ein ganz komisches Demokratieverständnis haben. Nur gut 60 Jahre bald immer ununterbrochener CSV-Regierungsmemberschaft muss ich mengen, dass es zu einem Wechsel kommen sollte. Bald könnt ihr so ein Lützeburger wählen, und egal wie sie wählen, es kommt immer ein CSV-Staatsminister raus. Da der steht ganz klar für eine stark Direktdemokratie. Da wird fordert, da der klar und deutlich mehr Referendumen. Eine Obligation muss entstehen, dass bei Verfassungsänderungen und Ratifizierungen von internationalen Treaten, die an Souveränität von einem Land ergreifen, ein Referendum darüber aufgehalten gehen muss. Dasselbe gilt, wenn die EU erweitert gehen soll oder der Schengen-Raum. Auch da muss die Population ganz klar ein Mitspracherecht kriegen. Die Last von den Unterschriften, die am Moment gefordert gehen, für ein Referendum auf Gemengenniveau durchzuführen, ist deutlich zu hoch und eigentlich so exorbitant, dass jeder für ihn nicht mehr aufgeschreckt sein kann. Auch das Land muss revidiert und nach innen korrigiert gehen. Am Bereich vom Legislativen, also von der Chambre, muss man das Referendum überhaupt erst mal abfeiern, sodass es zu einer aktiven Bürgerbeteiligung kommen kann. Es kann nicht sein, dass die Bürger heute zu Lützeburg, wenn an der Wahlurne passiert das, für 5 Jahre entmündigt das. Da der ist auch ganz klar gegen den Kümul von den Mandaten. Chefen und Bürgermeister können nicht auch nach Deputierten sein. Das ist schon erstaunlich, dass ein Bürgermeister von einer Gemeinde, die mehr als 10.000 Einwohner hat, von seinem Patron 40 Stunden also integral freigestellt wird am Congé Politik. Ein Deputierter wird auch integral freigestellt. Lo freue ich mich auch für 40 Stunden. Lo freue ich mich, wie ein Bürgermeister, der noch Deputierten ist, mit den 80 Stunden durchkommt, wenn dann auch nach Parteipräsident oder Fraktionschef ist. Ein Ding der Unmöglichkeit, aber heute zu Lützeburg schenkt der Kümül einen belebten Sport zu sehen. Wir stehen gegen den Kümül, wenn wir mengen ein seriös Erbicht, politisch Erbicht, das ist nicht mehr möglich, wenn ich mich auf mein Erbicht konzentriere. Gleichzeitig gebe es damit junge Leute Chance gehen, auf Gemengenniveau sich herabzuschaffen und da echt politisch Schritte zu machen. Der fordert des Weiteren, dass es den direkten Zugang für alle Bürger geben muss zum Verfassungsgericht, den wir im Moment nicht tun. Der fordert, dass es an diesem Kontext auch eine paritätische Besetzung vom Staatsrat geben muss, entsprechend der Sitzverteilung von den letzten 3 Legislaturperioden an der Chambre. Auch da das nicht der Fall, da der ist bis heute noch nicht am Staatsrat repräsentiert. Das heißt, da der steht für mehr Demokratie an diesem Staat. Wenn ich dann auf diesen Staat nach ein zu schwätzen komme, da muss ich auch von der Integration schwätzen. Integration, die für der über den Lützeburger Spruch geht, als Faktor Nummer 1 von der Integration. An der Großregion, an dieser Großregion, als seit der Franken, also seit dem Pippin, dem Charles Martel und dem Karl der Großen, immer dieselbe Spruch geschwärzt gehen. Das geht so weit, dass es in der Historiker so ein klein Butat gibt, die sagt, Karl der Großen war ein großer französischer König, ein echter deutscher Kaiser, ein großer belgischer Prinz, aber schwätzt nach immer wie die Lützeburger.
Durch all die Jahrhunderten war es Spruch verbunden mit dieser Kultur ein Alleinstellungsmerkmal für uns. Viele Leute, die hier wohnen, die hier leben und die hier schaffen, schwätzen immer nach Lützeburg, aber nutzen Lützeburg. Es wird gerne gesagt, es geht immer nach 55%. Das ist gar nicht wahr. Viel mehr Leute schwätzen als Spruch. Und es geht all der so auch gebraucht hat zu Lützeburg. Gehst du auf die Schulhof, gehst du an ein Geschäft, überall schwätzen die Leute mit dir Lützeburg. Das Problem, das wir haben, ist an dieser Gesellschaft, die ganz viele Immigranten hat, dass wir denen Leuten eine Chance geben müssen, den Lützeburger Spruch zu lernen. Und der Lützeburger Spruch ist für uns als ADR der kleinste gemeinsame Nenner, den wir haben können, für ein Sozialwesen aufbauen zu können. Es kann in sich kein Verein, kein Pompien, kein Frauen und Mammen, keine Musik vorstellen, ohne Kommunikation an der Nähe, aber was schwätzen die Jovers? Lützeburg. Wenn wir keine Ausgrenzung haben wollen von unseren ausländischen Mitbürgern, dann müssen wir ihnen Lützeburg als Integrationsfaktor beibringen. Daher setzt sich Dovin dann für ein größtes Angebot an Kuren an Lützeburger Spruch, für Kuren, die auch über das Niveau B1 oder B2 herausgehen, für eine Freistellung von den Employés, für diese Kuren noch gehen zu können. Patron müssen dann indemnisiert gehen. Und die ADR ist der feste Überzeugung, dass die Klammerspruch eine Kommunikationsformel ist, die verhindert, dass die Kommunität hier zu Lützeburg für einen Zerfall geschützt wird. Du wird gesagt, dass er auch ganz kritisch Proposen von einer Reihe von Parteien, die mengen, dass die Integration sich nicht mehr über das Wahlrecht machen könnte. Sie machen sich keine Gedanken über die Sprachen, sie sagen einfach, komm, wir gehen den Ausländer als Wahlrecht, da sind sie integriert. Wenn ich kein Wort verstehe von dem, was an der Chambre geschwärzt wird, was da bei einem Parteikongress geschwärzt wird, also ich muss sagen, ich habe alle Parteikongresse verfolgt in den letzten Wochen am Ende. Ich hatte keinen einzigen, der nicht auf Lützeburg war. Das heißt, die da integrieren wollen, über das Wahlrecht schließen leider aber über den Spruch schon direkt aus vom politischen Geschehen. Das heißt, der ADR sieht ganz klar Nein zum Wahlrecht für Ausländer. Da, wo CSV eine doppelköpfige Rolle spielt, sie ist nämlich hingegangen an der Chamberkommission und hat proposiert, dass das Wahlrecht für die Lützeburger aus der Verfassung gestrichen soll. Auf der anderen Seite geht es aber an ihre Wahlprogramm schreiben, dass sie gegen das Wahlrecht für die Ausländer wären. Das heißt, auf der einen Seite schafft sie das Wahlrecht oder die Exklusivität vom Wahlrecht an der Verfassung auf. Auf der anderen Seite sagt sie aber, wir sind aber nur mal an dem Wahlprogramm heim, weil das passt noch nicht gut dagegen. Spielt sich auf zwei Karten, seht die Leute, ob die eine Manier natürlich vorrichtet, weil sie hat nicht gelungen, aber auf der anderen Manier lässt sie dir ab für alle Möglichkeiten. Stell dich vor, wir haben an 4 Wochen eine Dreierkoalition, LSAP, DP, die Grünen. Da könnten die, wenn die Verfassung da schon so geändert wird, ohne Probleme an der Chambre, wenn sie die nicht die Stimme bei sich zusammenkriegen, beschließen, dass das Wahlrecht für die Ausländer abwehrt. Das ist der CSV hier Propos an der Geschichte. Wir mengen als ADR, dass mit der Döbeler Staatsangehörigkeit, die geht für nur 7 Jahre Präsenzzeit zu Lützeburg erreichen kann, an einem Examen auf Niveau A2, es ganz gut möglich ist, politisch sich zu exprimieren. Ich meine, du brauchst auch eine gewisse Zeit, um überhaupt mal das Lützeburger System zu verstehen. An dem ich da Lützeburger ging, weiß ich auch, dass ich mich mit diesem Land identifiziere. Ich kann dann auch von all Menge Rechten Gebrauch machen. Und wenn rund guckt, wird feststellen, dass es kein Lösch gibt, so wie Eislöscht, wo so viele Lützeburger mit Immigrationshintergrund drauf kandidieren. Die eng schwätzen von Integration, wir machen die Integration bei uns an der Partei. Wir haben noch viel gesehen, wir haben viel gehört. 200 Seiten an 30 Minuten, ich lag gut an der Zeit, ich hatte um 4 Uhr gefangen. 200 Seiten an 30 Minuten rumzugehen, ist nicht einfach.
Zumal nicht, wenn sie so substanziell und so gehaltvoll sind. An diesem Programm stehen 200 Seiten Blabla, 200 Seiten Fakten stehen an diesem Programm. Ich bitte mich, liest das Programm, erzählt den Leuten dabei, was an diesem Programm steht, analysiert es, und wenn nach Programmen braucht, wenn dich entweder über das Internet sieht oder direkt im Parteisekretariat, wir schicken nicht keinen. Es war eine große Aufgabe, dieses Programm zu schreiben. Es war ein großes Ehr für mich, dieses Programm hautnah vorstellen zu dürfen. Das ist sicherlich das kompletteste Wahlprogramm für Lützeburg an diese Wahlen. Und das Programm, genauso wie als Politik, ehrlich, sozial, Lützeburg. Ich so nicht merci.